Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Was ist jetzt los? Hä? Причащается раба Божия этим таким. Was geht denn hier ab? Простите, ради Христа. Я на минуту забылась, простите. Простите. Простите, я не хотела. Ja, das war ja was. Ich habe keine Ahnung, was... Иди, ступай. Там на склад для Смарагды Ah ja, ein корзину Kopf für собрали. Smaragda, ist Она ganz ждет. wichtig. Okay, im Schuppen. Ja, okay, also wir sollen, Pflicht. Bringe einen Eimer mit Gemüse aus dem Lagerhaus zu Schwester Smaragda im Speisesaal. Das gibt 30 Punkte. Dann nehmen wir das an und sagen, Guten Tag, ihr Leid. Dobra, das war polnisch. Okay, pass auf, ich krieg was Russisches hin. Gadoschka. Gadoschka free. So, wir spielen Indica, wo ich endlich mal mein allumfassendes russisches Wissen an den Tag legen kann. Also mein Wissen um die russische Sprache. Ihr habt durch diese 2 Worte schon gut 20% aller russischen Worte, die ich kann, gehört. Immerhin. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, es gibt russische Sprachausgabe. Man kann die Sprachausgabe auch auf Englisch stellen, will ich aber nicht. Ich meine, das spielt in Russland in einer orthodoxen Klosterdingens und was weiß ich was. Und wir gehen jetzt erstmal da rein. Es ist nämlich ziemlich dunkel hier. Ich muss auch gleich laut was vorlesen. Pass auf. Was bedeutet es, wirklich rechtschaffen zu sein? Niemals der Versuchung nachzugeben oder Keuschheit zu schwören im Angesicht ständiger Versuchung. Unsere Heldin wusste keine Antwort auf diese Frage und zog es vor, nicht zu viel darüber nachzudenken. Wäre es nach ihr gegangen, so hätte sie das ruhige Leben einer Nonne gewählt. Doch das Schicksal hatte andere Pläne. So, also, den Sprecher werde ich nachsprechen. Der redet allerdings relativ schnell. Alles andere werde ich mal schön meine Klappe halten. Jeder, der Russisch kann, ist klar im Vorteil. Da braucht er nämlich keine Untertitel lesen. Ich kann leider nicht wirklich viele russische Worte, aber es ändert sich ja jetzt mit diesem Spiel. Ich kann zum Beispiel, ich habe schon vergessen, wie Entschuldigung auf Russisch heißt, macht aber nichts. Ich gehe davon aus, Salve, dass ich das noch ein paar Mal machen muss. So. Ihr werdet euch jetzt fragen, wie komme ich denn drauf, Indica zu spielen? Nun, das ist ganz einfach. Ich habe es mir vor Ewigkeiten mal gekauft, eigentlich sogar direkt zu Release. Und ich kam nicht wirklich dazu, es zu spielen. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt dafür. Denn es sind draußen 27 Grad Celsius plus im Schatten. Und dann dachte ich, ich brauche ein bisschen virtuelle Abkühlung. Und deshalb spiele ich dieses Spiel. So, ich gucke mich hier mal ein bisschen um. Oh, da ist auch irgendwie, das ist halt einfach nur eine Bank. Ah. Okay. Ja. Ach, guck mal. Screenshot-Time. Blip. Okay. Ja, es ist halt, kann ich mich noch weiter umgucken hier? Nee. Ist schon... Also ich habe schon lebensbejahendere Orte gesehen als dieses Kloster in Russland im Winter. Ich weiß nicht, ob es hier Winter ist. Ich kenne mich wirklich null aus. Keine Ahnung. Es ist ja... Kann ja sein, dass es warmer Schnee ist. Vielleicht ist es auch Sommer. Ich habe keine Ahnung. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Ich kenne mich null aus. Macht aber nichts. Deshalb bin ich ja hier zum Lernen. Прости.
помочь тут, может быть? Ah ja. Тебя еще не хватало. Nein, Kami. Иди куда шла. Прости. Прости меня. Ja, tut mir alles sehr leid. Was tut mir denn leid? Was macht die da eigentlich? Das ist ein großes Geräteding. Packt die mit den Dingern da drauf? Okay, ich habe so das Gefühl... Ja, nee, da bleibt mal besser weg. Da haben wir keine Ahnung. Oh, was ist das da? Benutzerhandbuch für eine hydraulische Dampfmaschine. Ja, klar. Ich kann das auch drehen. So, wir lesen mal fein, ja? Mein Kyrillisch ist etwas eingerostet. Ich werde daneben das benutzen. Benutzerhandbuch für eine hydraulische Dampfmaschine. Im Falle einer Motorabschaltung ist das Verschlussventil 4 zu öffnen und der Dampf abzulassen. Was den Betriebsdruck in der Hauptkammer angeht, gelten die folgenden Werte. 4,5 bis 5 Kilogramm pro Quadratmeter für allgemeines Fasten. Okay. 5 bis 6 Kilogramm pro Quadratmeter für die Fastenzeit. 6 bis 7 Kilogramm pro Quadratmeter, ich hoffe, ihr schreibt mit, für die 12 Hauptfeste. 6,5 bis 7 Kilogramm pro Quadratmeter für anderweitige Feste. Was zur Hölle sind Feste? Ich weiß es nicht, außerdem soll ich nicht fluchen. Ich schätze, dass Feste das Gegenteil von Weiche ist oder so. Und 5,5 bis 6,5 Kilogramm pro Quadratmeter an anderen Tagen. Haben wir einen anderen Tag? Ich weiß es. Oh, ich kann da hingehen. Jetzt nicht mehr. Achso, jetzt schraubt die wieder dran rum. Also, ich habe so das Gefühl, dass ich nicht wirklich so erwünscht bin hier. Wieso tut denn die mich da zum Beispiel, also warum sagt die hier, hau ab? Ich bin, guck mal, wie demütig ich da stehe. Ich kann helfen, ich habe ein Buch gelesen. Schwester. Schwester, pass auf, ich kann helfen, ich hab voll den Plan im Sack. Ich weiß gar nicht. Haben Nonnen überhaupt Säcke? Ich meine Taschen. Ich hab den Plan in der Tasche. Geh doch weg, ich hab ein Buch gelesen. Guck, pass auf, ich erkläre dir das. Du gehst da hin, dann drehst du bis am Rädelsche. Смотри, заработал. Genau. Совсем не дура. А ты чего шляешься-то, а? Опять с вечерней выперли, что ли, да? Ein Danke wäre vielleicht angebracht. Guck mal, ich war sogar so freundlich und habe nicht gesagt, ich hab's repariert, sondern, ach guck mal, du hast es hingekriegt, du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Das ist nicht das direkt, was sie gesagt hat, aber was sie gemeint hat. So, was ist denn das da? Okay. Freunde der kyrillischen Schrift, bitte übersetzen Sie mir das. Ich übersetze das, Moment. Oh wei, kein Handy dabei. Tja, dann hoffe ich, dass irgendein freundlicher Mensch mir zur Hilfe eilt und mir das hier übersetzt. Da steht wahrscheinlich, du, der durch diese Pforte schreitest, lasse alles fahren, aber nicht das, was du jetzt gedacht hast, du Ferkel. Oder so. Gut, das ist mir ehrlich gesagt zu laut. Erstmal, okay, da geht schon mal nicht hin. Richtig, das laut. Was muss ich? Ah ja, ich muss ja noch den Eimer Gemüse oder so. Hast du gerade gesehen? Da lief gerade der Imbiss. Hä, wo ist denn die hin? Warte. Sehe ich eben erst. Was ist denn... Ja, okay, man muss sich halt zu helfen wissen, aber ich finde, das ist jetzt schon... Das ist schon ein bisschen krass, oder? Also es geht hier, glaube ich... Oh. Ernsthaft jetzt? И чего? А ну-ка давай ставь обратно. Oh. Ты чего устраиваешь-то опять, а? Ja, Прости, пожалуйста. Стой! Обратно говорю. Как я это... Эй! Эй, ты куда пошла-то? Ты куда собралась? ja, Эй, стой! ja, ich mache ja schon. Ich mache ja, ist ja gut. Поставь на место. Да. Mädel, jetzt legst du doch aber wirklich... Прости,
Прости меня. Wie hat die das gemacht? Ich kann es nicht. Es tut mir leid. Ich krieg's nicht hin. Es geht nicht. Ich kann das nicht aufheben. Ey, Mann, jetzt haben wir... Das ist jetzt ziemlich doof, ne? Hey, wirklich jetzt. Es tut mir leid. Es geht nicht. Warte. Da ist noch ein X. Guck, ich würde dir gerne helfen, aber... Was ist denn das für ein riesiger Farbeimer da oben? Okay. Vorsicht! Hier nicht auf den Stuhl drauf, das tut doch weh. Ja, das lief schon mal nicht so gut. Ich bin vielleicht ein bisschen dappisch. Schwester Dappisch, mein Name. Das ist mein Sith-Name. Darth Dappisch. Warum finde ich denn das jetzt halt so witzig? Keine Ahnung. Der Darth Dappisch. Okay. Tut mir leid. Ich versuche die Witze auf ein Minimum zu reduzieren. Es tut mir leid. Ich weiß ja auch nicht, Mann. So. Okay. Das kriegen wir hin. Kontenance. Wir sind hier eine Dienerin Gottes. Da ziemt es dich nicht, Freude an billigen Wortspielen zu haben. Nein, das ist der Teufel, der aus mir spricht. Tut mir leid. Молитвами святых Отец Nee, наш. da ich. Теша, So, там для Смарагды что-то у тебя приготовлено? Прохладненько же сегодня. Картошечка. Gatoschka! Ah, danke. Спаси, Господи. Ich habe lecker Kartoschka gekriegt. Kartoschka ist eins der Worte, das ich vorher schon kannte. Die Schwestern liebten Indika. Christliche Liebe ist, wie man weiß, geduldig, barmherzig und gläubig. Doch im niedrigeren, menschlicheren Sinne liebten sie weit weniger. Um ehrlich zu sein, sie liebten sie ganz und gar nicht. Einige von ihnen fühlten nichts als Abscheu ihr gegenüber. Doch Indika trug keine Schuld daran. Hätte ihr nicht die Stimme Ideen eingeflüstert, die für einen Christen unverzeihlich sind, so wäre sie eine ebenso tugendhafte wie mittelmäßige Ordensschwester geworden. Indikas größter Traum war es, dass diese Stimme sie ein für alle Mal in Frieden ließe. Ihr Leben wurde zu einem permanenten Kampf, einem schmerzhaften Ringen. Wie sehr sie es auch versuchte, wie sehr sie sich selbst geißelte, die Stimme wurde jeden Tag lauter und überzeugender. Okay, wir haben also... Ich dachte, das ist einfach nur der Sprecher. Nö, das ist eine Stimme, die wir im Kopf haben. Und die Stimme kenne ich. Das ist die von Ben Kenobi. Die sagt immer, Indika, benutzt die mal. Ich wollte ja aufhören mit den blöden Star Wars Dingern. Es tut mir leid. Aber Darth Dappisch lässt sich von niemandem was in den Kopf sagen. Scheinbar schon. Mann, okay. Smaragda? Also ich kann euch sagen, es wird ein sehr kalter Winter, so viel Holz wie die vor der Hütte hat. So, also. Sorry, das war wieder der Darth Dappisch, der da aus mir Ist das eine Eierschale? Was ist denn das für eine riesige Eierschale? Halten die hier Elefanten oder was? Was legt denn so riesige Eier? Hä? Okay. Junge. Weißt du, wie viel Brot ich da brauche, wenn ich mir geklippeltes Ei machen will? Okay. Keine Ahnung. Lassen wir es einfach, komm. Wir haben Arbeit zu tun. Was ist denn das da? Ist das ein Heuballen oder so? Ja, ich schätze schon.
Ja, wir müssen uns ja hier ein bisschen umgucken. Was hat da gerade diese Geräusche gemacht? Waren das die... Ja, wir sind in einem Kloster und wir sind eine Nonne und ich versuche da mal rauszugehen. Was sind das für lustige Tiergeräusche hier? Guck mal, ich mache sogar Spuren im Schnee. Ey, jetzt mal ohne Quatsch, ne? Ich glaube, dass wenn du durch den Schnee läufst, ja, du kriegst kalte Füße, klar, ne? Aber es ist 100-mal sicherer, durch frischen Schnee zu laufen, wie diese Strecke hier entlang. Da sehe ich doch jetzt schon, dass da unten drunter überfrierende Nässe ist und Glatteis und tralala. Guck mal, und dann... Ah, außerdem macht durch den Schneelaufen viel schönere Geräusche. Also frischer Schnee. Ja, wie man gerade hört. Ne? Ich bin ein guter Schneegeräusch-Nachmacher. Komme ich da nicht hin? Nee, ich bin nicht über eine Brücke gegangen, oder? Ich muss da hinten hin, ich weiß, aber ihr wisst, wie es ist. Das ist eine Walking-Sim. Da wird gewalkt. Und selbst wenn ich könnte, und ich kann nicht rennen im Spiel, ich habe es schon ausprobiert, würde ich aber nicht rennen, aus einem ganz einfachen Grund. Obwohl, da war ich wirklich schon. Aus einem ganz einfachen Grund. Wir sind hier eine Nonne. Es ziemt sich nicht für eine Dienerin Gottes, übereilt zu huschen. Keine Ahnung. Ich habe versucht, den Satz irgendwie gut zu Ende zu kriegen. So, sind wir hier überhaupt richtig? Kann man da reingehen? Das ist eine Wand. Ich kann doch nicht durch eine Wand gehen. Hier ist es hier. Was ist denn? Ernsthaft jetzt? Was ist denn das für ein Kloster? Ernsthaft jetzt? Habt ihr denn... Also warum? Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, in welchem Jahr oder so das hier spielt. Bisher... Also ich gehe davon aus... Nee, ich wollte gerade sagen, dass das da Stromleitungen sind, aber selbst da bin ich nicht sicher, weil das ist ja einfach nur da an... Die Gürtel an der Balge geknot. Diese Kutsche sieht auch nicht aus wie... Ja, aber warum? Es kann natürlich sein, dass das einfach nur Wäscheleinen sind. Damit sie ihre Sith-Gewänder waschen können. Oh, guck mal da. Mach doch mal den Ofen zu. Oh, ich wärme mich mal ein bisschen. Warte. Ein bisschen Hintern wärmen. Mann, ich habe ganz kalte... Eine ganz kalte Kutte habe ich. Aber sowas von eine kalte Kutte. Sie sind eigentlich... Ja. Was ist denn... Also... Oder ging es da jetzt doch irgendwo? Ach, ich könnte vielleicht da außen rumgehen. Ich bin da hier komplett falsch, oder? Sehe ich das richtig? Ich muss doch zu Schwester Smaragda. Die brauche ich. Die lehrt mich Sachen über Smaragda-Entwicklung. Och, nö. Ja, dachte ich schon. Kann ich vielleicht da drunter durch? Nee, das würde sich auch nicht geziemen. Die sind wir noch am Malen mit dem riesen Dingens. Okay. Ja, aber ich muss da rüber. Ah, komme ich da nicht gerade her? Nee. Doch. Ja, gut. Gibt was Längeres hier, Leute. Ich probiere mal. Ich will zumindest mal zu dem Punkt kommen, wo ich die Kadoschkas abliefern soll. Und dann werden die schön geschnitten und ins heiße Öl geworfen. Hallo, Schwestern. Ну, увидела рабу Божию житием Афонского святого Германа. Ну, я подошла. Da gibt's was zu gucken. Warte, ich muss gucken. Reliquiar. Birgt ein Bruchstück der Überreste des heiligen Balaam von Ägypten. Berühmt für den vorzüglichen Duft des Heiligen. Hilft bei Magenverstimmung, Magen-Darm-Beschwerden und Krankheiten der Organe des Beckenraums. Es hilft bei Organen des Beckenraums. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Was ist denn das hier? Demut, was? Levelaufstieg? Cool. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du die Chance auf einen Multiplikator von 1,46 oder Demut 4. Ist das nicht dasselbe? Ne, das ist Trauer 4. Du erhältst die Chance,
dir jetzt 12.0 zu verdienen. Was ist hier überhaupt? Wieso habe ich denn schon vorgefertigt? Huch, was hier? Level 8. Ich bin schon Level 8, ist doch cool, oder? Und das da oben kann ich nicht. Schande. Immer wenn du Punkte erhältst, bekommst du zusätzlich 6 Punkte. Immer wenn du Punkte erhältst, hast du die Chance auf 6 zusätzliche Punkte. Und wir wollen jetzt einen Multiplikator oder ich will einen Multiplikator, oder? Okay. Bin mir noch nicht ganz sicher, was das Pixelzeugs hier soll. So, reden die da über mich? Vielleicht hätte ich doch englische Sprachausgabe reinmachen sollen. Dann würde ich wenigstens verstehen, was die reden. Doch, ist das hier alles duster. Hallöchen, Schwester Smaragda. Bist du da? Schwester, bist du Schwester? Ne, du bist ein Buch. Asketentum. Handbuch für die Praxis. Das sieht nicht gut aus. Behandle Ober- und Unterseite des äußeren Oberschenkels mit starken Kräutersuden. Um was geht's denn? Setze Hautschnitte an Ober- und Unterseite des Oberschenkels. Erhitze die Ketten zu einem roten Glühen. Führe die heißen Ketten mit Hilfe eines Chirurgenhaken langsam unter die Haut. Was ist das? Ich will das nicht. Ich will das einfach nicht. Was liest denn die da? Weißt du, ich lese irgendwie Manga oder sowas, aber die da, die sind ja hardcore. Ich will es einfach nicht wissen. Ich will es einfach nicht wissen, was das ist. Warte, ich lese mal hier. Oh, das ist der Heilige Gral. Guck mal. Ah, nee, es ist einfach nur ein Kerzenhalter. Ich war nah dran. Verändert sich die Zahl da oben überhaupt? 1372? Hat sich da jetzt irgendwas getan? Ja. Und da steht weiter: Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, auf dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rachetaten an ihnen vollstreckt habe oder so ähnlich. Okay, gut. Danke, tschüss. Ich habe keine Ahnung, woher das kam. Es ist bestimmt die dunkle Seite der Macht. Die dunkle Seite der Macht hat das mit mir gemacht. Dunkel, die andere Seite ist, wenn man den Toast zu lange drin lässt. So, was ist das? Achso, ja. Jetzt kann ich da noch irgendwie? Nee. Guti, dann gehen wir mal da weiter rüber, ja? Oh, ich mag den Übergang, wenn du aus einem dunklen Haus rauskommst und dann ins Helle, dass dann erst so alles grell ist. Aber dann sich die Augen dran gewöhnen. Das hatte ich zum ersten Mal, habe ich von dieser Technik erfahren, vielleicht gab es das vorher schon, aber mein erstes Spiel, das diese Technik, sage ich jetzt mal, eingesetzt hat, war Silent Hill 2 auf der PlayStation 2 damals. War schon krass. Ja, so, ich glaube, wir sind hier relativ richtig. Was ist denn das da? Ich habe keine Ahnung. So, hier jetzt halt endlich. Smaragda, ich hab da Kardoschka. Kardoschka für Smaragda. Ja, ein Danke. Was? 1372 hatten wir. Натаскай воды. Oh, 1402. Pflicht. Fülle das Fass mit Wasser. 100 Punkte gibt das. Das ist das Fass. Da hat aber jemand schon ein bisschen Wasser daneben gesudelt. Sozusagen. So, okay. Ach, da ist ja auch der Brunnen. Was ist denn da los? Ja, das Wasser ist gefroren. Kann ich auch da hochgehen? Hier. Komm, ich geh jetzt erstmal. Wer ist denn hier? Ah, das war ich. Wer ist denn hier gelaufen? So.
Also, ich gehe an Le Brunne. Aha. Eimer reinschmeißen. Reinschmeißen, nicht saufen. Das ist was anderes. Was geht in den Eimer rein? Jawohl. Eimer absenken. Ich muss hier selbst drehen. Sorry, dass ich hier so ungestüm drehe. Gluck. Und jetzt wieder zurück, ja. Hoch mit dir. Hoch mit dir. Es ist gar nicht mal so einfach. Ich drehe mir hier den Larry. So. Okay. Aha, jetzt fühlst du das schön. Ih, das ist aber schwarzes Wasser. Das hat ja eine ganz seltsame Viskosität. Dieses Wasser da. Ja, es ist wahrscheinlich, weil es schon so kalt ist oder so. Es ist schon gefroren. So. Ich werde jetzt hier mir einen schönen Trampelpfad bauen. Und nicht nur, weil ich gucken will, ob das dann irgendwann verschwindet. Nö, so generell halt. Okay. So, unten sind wir am Fass. Dann wollen wir mal gucken, ob wir das Fass zum Überlaufen bringen können. So, bitteschön, da hast du Wasser im Fass. Das Fass sieht gar nicht mal so arg dicht aus, ne? 1 von 5. Ich muss das noch 5-mal machen. Nun gut. Wir sollen ja das Fass füllen. Und mit so einem kleinen Eimerchen müssen wir halt 5-mal latschen. Mal her. Hier. Schön Trampelpfad, haben wir ja gesagt. Oh, ich würde so gern einfach na da überall hingehen, weißt du? Ah, guck mal, da ist Strom. Okay, wir sehen zumindest, dass Strom existiert. Sag mal, wieso lässt die den Eimer eigentlich so langsam runter? Kannst du da nicht ordentlich einfach fallen lassen? So, lass hoch mit dir, hoch mit dir, hoch mit dir. Komm, dreh dich. Ja, baller. So, jetzt kommt hier wieder die Viskosität zum Einsatz. Guck dir das an. Mein Liver, ich bin mir jetzt sicher, ich glaube, so tief wie die den runtergelassen hat, ist bestimmt Erdöl drin oder so. Unnütze Arbeit ist die Grundlage geistlicher Entwicklung. Oh ja. Gehorsam wiegt mehr als Fasten und Gebete. Indika konnte nicht verstehen, warum sie Wasser aus dem Brunnen holen sollte, ja, weil es gesagt gekriegt hat. Wenn es in der Nähe eine Pumpe gab, ach so, die es aus einer geweihten Quelle förderte. Sie verstand nicht, warum es erlaubt war, Wasser aus der Quelle zu trinken, aber es als Sünde galt, Suppe damit zu kochen. Der Brunnen war ungefähr 15 Meter von der Quelle entfernt. Es musste also dasselbe Wasser sein. Selbst wenn nur ein Bruchteil davon dasselbe wäre. Man sagt, am Festtag irgendwas reiche ein Tropfen geweihten Wassers um einen ganzen irgendwas. Wenn das so wahr wäre, so würden ein paar verdunstete Tropfen die Pfützen unter ihren Füßen segnen. Sorry, der redet recht schnell. Oder redet er schneller, je schneller ich mich bewege? Kann sein. Also, ich fasse nochmal zusammen, zumindest das, was ich denke, verstanden zu haben. Es gibt eine Pumpe und da kann man einfach Wasser pumpen. Wir mussten ja diesen doofen Eimer da irgendwo runterlassen. Es geht aber darum, Demut zu lehren durch dumme Tätigkeiten. Denn wenn man trotzdem dumme Tätigkeiten macht, dann, obwohl man weiß, dass sie dumm sind, dann ist man ein guter Christ. Jo. Ergibt einigermaßen Sinn für mich. Und das ist noch nicht mal böse gemeint, sondern ey, du machst wieder und wieder und wieder in der Kirche dieselben wiederholenden Tätigkeiten. Ich bin übrigens katholisch. Das heißt, ich bin einer von denen, die, wenn sie mal in die Kirche gehen mussten, ich musste da dauernd aufstehen und dann mich wieder hinknien. Und dann durfte man sich wieder setzen, aber die Bänke waren jetzt auch nicht wirklich bequem. Und es war immer kalt in der Kirche. Und dann haben sie Geld rumgehen lassen. Und ich war ein kleiner Depp. Mittlerweile bin ich etwas größer. Aber ich habe halt wirklich, ich habe immer gedacht, Mann, es ist kalt in dieser Kirche und hier sammeln sie Geld. Die sammeln das Geld für die Heizung. Das, keine Ahnung, Heizöl kaufen oder Heizung erneuern oder so. Ich habe wirklich, ich glaube, da war ich schon Teenie oder so. Ich musste nicht wirklich so oft in die Kirche, aber manchmal schon. Wurde ich gezwungen, weißt du? Und dann war ich halt schon Teenie und bis mir dann irgendwann klar wurde,
Die reparieren die Heizung nicht. Es ist immer kalt in der Kirche. Es ist wahrscheinlich auch deshalb immer kalt in der Kirche gewesen, weil ich vorrangig an Weihnachten rein musste. Und da war es generell kalt. Und in der Kirche war es auch kalt. So. Also, ich bin jetzt irgendwie abgeschwuft, ja? Pass auf. Also, wir müssen hier dumme Arbeiten machen, einfach weil sie gucken wollen, ob wir die wirklich machen, auch wenn wir genau wissen, also, dass es eine dumme Arbeit ist, weil wenn der Glauben vorhanden ist, dann machst du gerne dumme Arbeiten oder so. Ich habe keine Ahnung. Und sie fragt sich halt, okay, es ist wohl geheiligtes Wasser, ja? Wo ist denn die Quelle? Wenn die 15 Meter entfernt sein soll. Die Quelle mit der Pumpe. Oder war das da, wo ich draus getrunken habe vorhin? Ganz am Anfang habe ich ja draus getrunken. Da war so ein Becher, konnte man da hinstellen. Ich will jetzt aber auch nicht auf Weg zur Quelle gehen. Junge, ihr könnt doch nicht euer Brennholz hier lagern, hier draußen. Das wird doch feucht. Ja komm, ich halte lieber meine Klappe, sonst muss ich es nämlich wegräumen. Das ist wahres Christentum. Bloß die Klappe halten, sonst musst du die Arbeit machen. So. Okay. So. Alles klar, einmal ist unten, einmal wieder hochziehen. Das ist dann der 4., oder? Ich würde halt jetzt gerne wissen, wo die Quelle ist, aber ich soll ja nicht aus der Quelle holen, wo die Pumpe ist. Und dieses Wasser ist scheinbar heilig, haben sie ja gesagt. Und man darf es trinken, aber nicht mit kochen. Ja, wahrscheinlich, weil dann die Heiligkeit rausgekocht wird. Ist doch ganz logisch, Mann. Du sollst ja auch, keine Ahnung, wenn du dein Gemüse so lang kochst oder so, statt dämpfen tust, und dann verliert es die Vitamine. Weißt du? Und so ist es mit dem Wasser auch. Wenn du es trinkst, tust du die komplette Heiligkeit in dir aufnehmen. Wenn du es aber kochst und dann verkochst du die Heiligkeit, ist doch ganz logisch, Mann. Da muss man noch nicht mal hier, also ich meine, das ist halt einfach logisch. Ja? Gut, das ist geklärt. So, der letzte Eimer. Eimer muss ich noch zur Wasserstelle und links abbiegen. Nee, ich will jetzt schon gucken, was diese Treppe da oben, was da gibt. Ich gehe kurzfristig. Die hat ja nicht gesagt, füll das Fass schnell auf. Die hat nur gesagt, ich soll es überhaupt auffüllen. Das heißt ja nicht, dass ich mich nicht umgucken darf, weißt du? So. So. Einmal. Hier auch nix. Da auch nicht. Wer macht eigentlich diese schöne Musik hier? Sitzt da irgendwer an der Orgel? So. Da hinten ist ein Zuner Zaun. Komm, ich geh jetzt. Ich will es jetzt auch nicht länger hinauszögern, als ich muss. Es ist ja jetzt nicht so. Vielleicht bin ich ja ein besserer Christ, als ich eigentlich dachte. Weil mir das Wasser holen gerade so viel Spaß macht und ich das hinauszögern will. Ich will weiter Wasser holen. Lass mich weiter stupide Tätigkeiten verrichten, die keiner machen muss. Ja, je mehr dumme Arbeiten ich mache, desto größer ist mein Glaube. Oder so. So. Also, weiter geht's. Wobei man ja nochmal dazu sagen muss, dass das hier orthodoxe Christentum, orthodoxe Katholiken, Evangelisten, ich habe keine Ahnung, orthodox. Ich habe auch hier keine Ahnung genau, was orthodox bedeutet, aber ich habe mal gehört, das sind so die Hardliner unter den Christen. So. Gut, dann gucken wir mal weiter. Schönes Zwiebeltürm, ein bisschen schief, oder? Ist alles irgendwie, also ja, ist halt alt wahrscheinlich. So, jedenfalls haben wir es jetzt ja hier gleich geschafft. Gleich haben wir es geschafft. Dann kriegen wir 100 Punkte. Hoffe ich doch. Das Fass ist jetzt auch voll. Guck. Also ernsthaft jetzt, guck. Fass ist voll. Божьей помощью, ты глядишь так, до весны-то и дотянем. Да вы что, сестры-то, а ну, после нее есть никто не станет. Матушка, крестные знамения от чумы спасают. Да тут... Во славу Божию. Ой, Смарагда, не искушай. Я тебе сейчас вон Евдокию пришлю, а эту до трапезной не допускай. Moment, meinst du mich damit? Lass diese hier nicht in den Speisesaal? Die meinen mich oder was?
Вечере твоя тайные дней, Сыне Божий, Das sind Katholiken. Не по врагом твоим тайну повем, не лобзание ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Oder auch Да не в nicht. суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Was ist jetzt los? Hä? Причащается раба Божия Евдокия. Was geht denn hier ab? Okay, die werden gefüttert? Причащается раба Божия Индика честного и святаго тела и крови Господа Иисуса. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, огради меня Твоими святыми молитвами, молитвами Всепречистой Владычицы нашей. Viele Jahre hast du mit ihnen Geduld gehabt, hast sie gewarnt durch deinen Geist, doch sie hörten nicht. Da gabst du sie in die Hand der Völker der Länder. Nehemia, Kapitel 9, Vers 30, Absatz 9, irgendwie so rum. Ihr wisst, was ich meine. So. Beliebige Taste zum Fortfahren. Was ist das? Я не знаю, что. Что в нем? Да откуда мне знать, что в нем? Откуда мне знать, что в нем? Не знаю, что в нем. Что в нем? Что в нем, что в нем? Что в нем? Der weiß ich doch auch nicht, was drin steht. Niemand darf das Kloster verlassen, без благословения. ohne den Segen erhalten zu haben. Trotz mehrerer Bitten durfte Indika ein ganzes Jahr lang das Kloster nicht verlassen. Als sie den Auftrag bekam, den Brief abzuliefern, war sie vollkommen überrascht. Sie wusste zwar nicht, was in dem Brief stand, aber sie wurde das Gefühl nicht los, dass er eine sehr wichtige, vielleicht sogar eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen würde. Naja, irgendwas ist drin, ne? Ja. Ach, das ist der Vorspann, oder was? Sind das hier, ich kann kein Kyrillisch. Sind das hier die Namen, die mitgearbeitet haben? Was ist drin? Was ist drin? Indika ist nicht mehr drin, denn sie darf jetzt raus. Ja, also deutsche Untertitel werden schon rein. Was ist drin? Champignons? Champignons sind drin. Champignons. Überbringe den Brief für Pater Hermann ins Kloster Danilo. Gib mir 100 Punkte. Dann würde ich mal sagen, danke fürs Zugucken heute. Mir sind schon die Lippen eingefroren vor lauter Kälte hier. Und morgen gucken wir dann, wie wir dem Pater Dunlop oder wie er hieß, den Champignonbrief überbringen. Na, der wird Augen machen. Wenn Darth Dappisch vorbeikommt und ihm ein paar Pilze bringt. Okay, danke, tschüss. Friede sei mit euch. Das schneide ich raus.